Steiermark, da bin ich her. Grüß zurück zu Generation Zero. Ich hab was für euch. Beziehungsweise, ich möchte jetzt da auf 2 oder 3 kleine Themen eingehen. Ich bemühe mich kurz zu halten und vor allem spielt er eine wichtige Rolle. Und zwar folgendes. Es hat heute am 8.3. ein neues Waffenpaket gegeben. Kostenpunkt 3 Euro. Und zwar, ich habe jetzt aber leider nur einen Granatwerfer mit. Da gibt es einen Granatwerfer, eine halbautomatische und eine Maschinenpistole. Die Maschinenpistole und der Granatwerfer, die sind für mich eigentlich das Beste aus dem Paket. Wenn du das aufmachst, beziehungsweise wenn du es runterladest und dann in die Inventartruhe schaust, hast du das alles auf Stufe 3 in der Kiste. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich zeig da den Granatwerfer. Wo ist er denn? Ich habe mir schon auf die Dings gelegt. Auf die Tasten. Da ist er. Du hast da HE-Granaten, das sind stinknormale, die stinknormalen Granaten, wie es halt so üblich sind in dem Spiel. Und dann hast du EMP-Granaten, kann ich auch sagen. 21 Stück. Genau. Und die 3 Waffen kosten 3 Euro. Ob sie das jetzt für dich selber orientiert oder nicht, das musst du für dich selber entscheiden. Ich habe mir's geholt und ich glaube, wenn du den Granatwerfer oder die MP auf Stufe 5 findest, ist das ganz in Ordnung. Dann möchte ich auf 2 Kommentare eingehen. Und zwar, machen wir zuerst den Daniel. S2 habt du und der Joe, es habt ihr mir unter dem letzten Video der Basisverteidigung, habt ihr mir es ja geschrieben. Und dir, Daniel, kann ich das Spiel eigentlich nur wärmstens empfehlen. Allerdings unter einem kleinen, unter einer kleinen Bedingung oder unter einem Vorbehalt. Hab mit der Geschichte Geduld. Die Geschichte braucht, bis sie in fortkommt. Da haben sie die Entwickler sehr viel Zeit lassen. Die Geschichte wird aber auch nur zu Beginn über Tonbänder, Notizen etc. erzählt, über Funkgespräche, was du halt so auffangst in den ganzen Quagel. Aber erstens einmal braucht sie und zweitens, wenn sie dann kommt, ist sie mit die 2 Geschichten, mit den 2 Erweiterungen, FNEX Rising und Alpine Unrest, ziemlich cool verwoben. So dass das halt mehr ist als wie nur dummes Dasein. Wie gesagt, viel Spaß bei der Geschichte. Und ich bin jetzt, dass du ungefähr ein Maß hast, ich bin jetzt bei über 200 Stunden in dem Spiel. Also mir das einfach nicht locker. Oder los, sagen wir mal so. Und durch die russischen Maschinen hast du halt noch ein bisschen eine kleine Draufgabe. So, gehen wir jetzt den Joe an. Ich hab die 9mm Muni komplett, noch nicht komplett ad acta gelegt, weil ich einfach der Meinung bin, ich halte mir die Panzer brechend überall auf. Ich sammle auch fast nur mehr Panzer brechend und die 8C auf das, was ich mir hole, mittlerweile. Genau, jetzt habe ich es. Das ist es. Ich hab's gefunden. Er hat ja lang genug gebraucht. Und lang gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Ich werde da einfach im nächsten Video, ich habe nämlich meine Pläne etwas geändert,
Bevor wir in die Basisverteidigung gehen, gehen wir die 3 Orte ablooten, die ich vor kurzem in einem Video erwähnt habe. Jetzt reicht's mir. Wir werden das vorher machen mit den 3 Orte ablooten, dann machen wir die Basisverteidigung und dann gehen wir zum Reaper, wenn wir alles benannt haben. Ich habe jetzt vor kurzem eine kleine Basisverteidigung wieder gemacht. Und hab dort was gekriegt, das ist sehr nützlich. Ich will mir ja die ganzen Sachen eigentlich aufsparen für einen Reaper und vor allem alles, was irgendwie mit Explosivmuni zusammenhängt. Das will man alles zusammen sparen, beziehungsweise dann herstellen für einen Reaper. Weil ich glaube, alles was panzerbrechend ist und explosiv macht, glaube ich, am meisten Sinn bei einem. Und ja, ich freue mich schon drauf. Und während dieser 3 Episoden, oder während der 3 Orte zum Looten, kann ich dann auch ein bisschen drauf eingehen, wie meine Spielweise gerade ein bisschen verändert habe. Es ist eine richtige Veränderung. Ich sammle nicht mehr alles. Ich nehme nur mehr alles, was so panzerbrechend etc. ist. Wo ist er denn jetzt? Genau. Kurz zusammengefasst. Spielweise habe ich angepasst. Der Loot wird aussortiert. Eigentlich fast nur mehr panzerbrechend. Und das zeige ich da dann, oder das zeige ich euch dann in die 3 Episoden. Looten, die ich vorziehe. Basisverteidigung und dann ab zum Reaper. Ich will endlich gegen ihn antreten. Und ich habe auch schon eine Idee. Zwecks die 3 oder 4 Rivalen, die dort sind. Die Funkgeräte muss ich mitnehmen, siehst die brauchen wir. Dringendst. Ich meine, ich habe jetzt über 40 Adrenalinspritzen. 20 werde ich auf jeden Fall einstecken. Man gut, mal schauen, wie der Reaper da ist. Da habe ich keine Ahnung. Da ich beim Kampf eigentlich viel in Bewegung bin, schätze mal, werden wir da ja einen kleinen. Ja, schauen wir mal. Wir werden das einfach sehen. Lassen wir uns einfach auf uns zukommen. Wie wir dann machen und wie wir dann damit verfahren. Gell? Wir machen das jetzt dann noch schnell fertig. Dann reisen wir zurück zu einem von die, genau, die Feuerwerkskörper nehme ich mit. Ich verzichte da mittlerweile schon auf die Vollmantel. Es dauert zwar bei mir alles zusammen immer wieder ein bisschen länger, aber wenn ich da mal drinnen bin, dann bin ich drinnen. Dann weiß ich ungefähr, was ich will. Die zwar nehmen wir mit. Die Sanitäterpakete, die nehmen wir mit. Die Feuerwerkskörper und die Zwirn. Also ich schaue schon jetzt mittlerweile, was ich mitnehme. Da ist der Plan. Und jetzt sagt mal, ich spiele nicht da, was ich da genommen habe. Scheiße. Aber in was für einen Kampf bin ich da jetzt eintreten? Wurscht. Folgendes. Ich habe eine Schwachstelle gefunden beim Wolf. Genau, das wollte ich euch auch noch sagen und dann zeige ich euch die anderen 2 Waffen noch schnell. Aus diesem Paket. Oh, da ist noch ein Wolf, da kann ich es euch sagen. Die für mich momentan offensichtlichste Schwachstelle, und das habe ich gar nicht gedacht. Ich bin jetzt erst der Meinung gewesen, da hinten an der Bewaffnung. Da und da diese Panzerung.
Ich glaube, das war vor paar von mir. Und zwar, ich bin jetzt draufgekommen. 2 Schwachstellen, die ich gefunden habe. Hinten die Ladefläche und hier dieser Aufbau. Wie komme ich denn da jetzt zu wie am blödesten? Wurscht. Genau da, hier diese Hydraulik. Dieser Bereich. Der ist mit Raketen zufeiern und dann nachsetzen. Ich glaube, das ist die schnellste und beste Taktik, die ich nehmen kann bei ihm. Panzerbrechen der 9 mm, das noch mit. Passt, das war da. Oh! Jetzt habe ich da gleich 2. Weißt du was? Wir werden das jetzt nochmal probieren. Alter. Na super. Verdammt, Leute, ich hätte mir nicht gedacht, dass die Wolf aber so angehen. Nur, es ist halt der Scheiß mit seiner Schwachstelle, die ich vermute. Es ist schwer, hinter ihm zu kommen. Lad nach, Mädel. Natürlich ist er ein bisschen ein scheiß Platz jetzt zum Kämpfen. Weil du keine gerade Flächen hast. Dieses Urwaldgestrüpp da überall. Aber irgendwie werden wir es schon schaffen. Jetzt schieß ich wieder daneben, ich Trottel. Schau! Jetzt probieren wir was, warte mal. Im Moment experimentiere ich für Up and Reaper, weißt? Ja. Kruzifix! Da will ich euch was sagen und dann passiert sowas. Sehen? Ich glaube mittlerweile, dass es der Aufbau ist. Von der Hydraulik unten und von der Ladeflächen hinten. Au! Ich muss den Link zuerst los. Den Lynk oder so. Lynx, keine Ahnung. Oder Lux, weiß jetzt nicht, wie die heißen. Es macht Mordsgaudi, wirklich. Es macht wirklich Mordsgaudi.
Genau, da hinten die Ladefläche. Nur wenn sich der Hund nicht immer so schnell umdreht, war es noch einfacher. Stell dir auf, komm, 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 stell dir auf. Naja, er protzt nicht, gell? Er tut einfach. Siehst du das habe ich gemeint, die Ladeflächen hinten ist die schwachste. Wie gesagt, die Hydraulik und die Ladeflächen hinten. Geil. Ah, nehmen wir mit. Große EMP-Zelle brauchen wir dringendst. Gut, habe ich das auch noch gesagt? Also, Daniel, eine große Empfehlung von mir mit einigen Schwachpunkten im Spiel. Eben auch die Geschichte, sie braucht irrsinnig lang, bis sie da ist. Und in Verbindung mit den 2 Story-Erweiterungen ist es ein recht sinnvolles Paket. Joe, hier werde ich dann, oder auch den anderen Zusehern, die wenigen, die ich halt habe, muss ich mir irgendwann mal bedanken. Ich werde dann sagen, was ich dann vorhab, beziehungsweise jetzt kehren wir kurz zurück und schauen uns das Waffenpaket an. Da reisen wir daher, da haben wir unsere Ruhe, unsere gepflegte. Ja, na, gepflegte Ruhe brauchst du einfach, also das drast du durch, gell? Ja, wir haben soweit eigentlich jetzt alles besprochen. Schau her, Joe. Und auch für die anderen Zuseher gilt das natürlich, aber ich gehe jetzt nochmal auf die Kommentare ein, die ich unter der Basisverteidigung gehabt habe. Da, schau her. Und zwar haben wir jetzt wirklich nur mehr auf die Vogeldunst fixiert, eben für die experimentelle Pump-Action. Das sind die 2 anderen Waffen. Das machen wir gleich. Jetzt gehen wir mal zurück zu den Schars. EMP-Granaten. Panzerbrechend. Ja, also wie du siehst, panzerbrechende für die Faustfeuerwaffe, für diese hier. Für die kleine Glauken habe ich alles mit dabei, was man braucht. Das weiß ich aber nicht, braucht die Glauken über 9 mm. Das tut jetzt gar nicht, ansonsten muss ich tauschen. Also wurscht. Zeigen wir dann anders mal. Und ja, mehr gibt es dazu jetzt eh nicht mehr zu sagen. Kleine Planänderung, habe ich schon gesagt. Die 3 Orte, was wir ablooten werden, zurück zur Basisverteidigung und dann zum Reaper. Ich will den Reaper endlich machen. Das halte ich mal alles ab, soweit, wie ich es brauche. Die wichtigsten Dinge werde ich dann zerlegen, die wichtigsten Dinge werde ich vorbereiten. Jetzt schauen wir schnell zum Waffenpaket. Zum neuen. Inventar ist ins Nichts zusammengeräumte. Und zwar du hast drinnen eine Halbautomatik. Und zwar ist es die S21 Munition 762 Duetto, eine Scharfschützenversion des klassischen Gefechtsgewehrs S14 mit verbesserter Treffsicherheit und einer Montagevorrichtung für ein Zielfernrohr. Genau. Das ist die MP10. MP COM10, ja was weiß der Geier, ist ja mir wurscht. 9 mm Muni und die COM10 ist eine MP mit starkem Rückstoß, dafür aber auch sehr schnell im Feuer. Sie wird manchmal von der US-Army bei Spezialeinsätzen verwendet. Für mich persönlich, wenn ich es auf Stufe 5 einmal krieg irgendwann einmal, ist am sinnvollsten der Granatwerfer und die MP, weil es einfach zu meiner Spielweise her passt. Halbautomatik ist nicht so meins, das mag ich nicht. Ich weiß nicht, das ist mir zu langsam irgendwie. Das werden wir dann auch zerstören. Wir könnten aber gleich mal schauen, was die 2 Waffen dann bringen. Das war das Sinnvollste. Ja. Klebst, das ist wurscht. Wir brauchen einen Platz im Inventar. 3 Titan, wie du siehst, ich hab nichts mehr. Die halten wir uns, die zerlegen wir auch. Die bringt 2 Titan, die M-Pack bist, der auch weg. Und das sind die 2 Waffen von den Waffenpack, was mir am meisten, ja, was mir sinnvoll erscheinen. Perfekt. Die, was mir am sinnvollsten erscheinen und für 3 Euro, 3 Euro halt. Ist halt ein Backel-Chick weniger für mich.
Ja, passt. Kurz und schmerzlos. Ich habe jetzt einmal alles erwähnt und sobald ich in die erste Loot-Folge gehe, arbeite ich nochmal kurz alles auf und dann. Ja. Wir werden noch ein bisschen was brauchen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Genau, das habe ich gekriegt das letzte Mal, weil ich jetzt vor kurzem wieder mal eine kleine, leichte Runde gespielt habe. Du kannst da die Granaten da selber zusammenbauen, die EMP-Granaten für einen Granatwerfer für einen Neichen, dann das normale Geschoss, halt, was du halt so hast, und die Rauchgranaten. Nur die Rauchgranaten, die bringen sie nichts. Es ist nur, dass du halt ein bisschen an Rauch halt vor die Maschinen werfen kannst. Der Rest ist eigentlich eh wurscht. Das habe ich gekriegt. Heat-Munition, und zwar speziell gefertigt, um gezielt großen Schaden an Komponenten zu verursachen, die sich hinter einer Panzerung befinden. Allerdings verursacht diese Munition im Vergleich zu gewöhnlichen Munitionsarten deutlich weniger Schaden an sonstigen Teilen und keinerlei Schaden an Panzerung selbst. Also das ist relativ irrelevant. Ich möchte dann, wenn wir genug Titan haben, diese hier herstellen. Die Sprengmunition. Die möchte ich für den Reaper dann herstellen. Da möchte ich aber noch ein bisschen was tun, dass ich noch ein bisschen mehr Uran habe. Pro Einheit Uran kriegen wir 400 Schuss aus, und ich glaube, die Sprengmunition ist am sinnvollsten für einen Reaper. Ja, genau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, wenn es heißt, die 3 Orte zum Looten. Zuerst, dann die Basisverteidigung und dann ab zum Reaper. Es muss sein, ich will nicht mehr länger warten. Und ich zeig dann nochmal genau, wo er ist. Hier ist der Reaper. Hier haben wir die Harvester Militärklasse. Da haben wir die Plage Dingsbums. Und da haben wir die 3 Kollegen. Ist aber, was ich jetzt da mitgekriegt habe, ist das aber auch wieder so ein kleiner Anzeige-Bug. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich taktisch ein bisschen anders vorgehe. Ich werde mir die Funkgeräte zwar mitnehmen, ich werde mir genug Adrenalinspritzen mitnehmen, aber Abracadabra, und jetzt kommt's. Ich möchte versuchen, die 4 zuerst ausmisten. Wenn sich dieser hier einmischt, nimm ihn mit, und dann, wenn wir die 4 haben, ab zum Reaper. Ich will mir das Leben schwer machen mit da hin und her porten und hin und her. Na, wir werden von Bo aus Richtung Bahnhof marschieren, werden uns die Lage dort anschauen und dann werden wir zugreifen. Die 4 zuerst, wenn sie ist, noch mit, und dann in den Reaper. Genau, weil dann haben wir nämlich auf der Flächen riesig viel Platz, dass wir uns mit auseinandersetzen. Genau so werden wir es machen. Und bis zum nächsten Mal. Baba. Und Entschuldigung für die Schnelligkeit dieses Videos. Genau, weil ich gehe jetzt schlafen, ich muss um 3:30 wieder aufstehen. Baba dabei.